darauf kommen. Und ich bin frustriert. Für was? Weil ich schon überlegt, was Beschreibungen gehen für Masturbation. Und alles am angefallen sind so Sachen wie sich kloppen, sich raufholen, wichsen. Und da geht es immer ein Penis, oder? Mhm. An einer Hand. Oder zwei. Genau. Ja, das stimmt, ja. Gibt nicht viel wieder für Frauen. Das heißt, dass wir nun nicht mehr über Männer schwätzen oder was? Wir können nicht über Masturbation schwätzen. Doch, wir können nicht über Masturbation schwätzen und über Frau schwätzen, da muss man immer das offiziell Selbstbefriedigung. Ja, das ist aber oder vom Masturbation. Ja. Okay, da kommen wir los. Datei aus Maybe Sex. Mam Kelly, Mam Tassie, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwätzen allwoche über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen, bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Was als Masturbation? Fressen mich? Zum Beispiel. Ist das einer im Raum, den ich vorkenne? Die Pflanze kann man bestimmt nicht so. Was das Masturbation? Kann ich dazu zwei machen? Ja, aber nicht gegenseitig. Geht es nicht gegenseitig Masturbation? Nee. Okay. Das ist just, dass er sich seine Genitalien stimuliert anfühlt, ja. Okay. Also, ja. Upegt, Oder mit einem Objekt. massiert oder mit einem Objekt. Oder wieder den Objekt. Oder wieder, ja, mit das ist nämlich. Okay, voilà. Gut, okay, mal da bis nächste Woche. Okay, also Sarah sind für dich, dass ihn als Mensch das schon mega frei lehrt, das hat einfach einen Platz, das wird gut geht, wenn ihn das stimuliert, wie ich so schön offiziell seht, also upegt oder berät oder was auch immer. Und kann man das auch schon von einem freien Alter oft, aber ohne dass sie wissen, was das ist und ohne dass sie irgendwie sexuell motiviert ist, also das einfach, dass sie gemerkt haben, dass das ihnen gut geht und das hat sie beruhigt und dann Cool. yes. Und dann, dem Moment muss ich als Älteren ansprechen, so cool, dass du das machst, aber probier das vielleicht in deinem Zimmer zu machen. Ist das ein größeres Problem bei Kanada, dass sie das so generell einfach überall schon machen? sehr viele Sachen her, wo Kanada die OB-Mal de Patsy am Geschäft gedryhumpt tun oder so. Musst du hören, okay. Ich war das nicht. Ja, mit Drüsen an der Schwamm, weißt du? Nee, ich kann mir also kann sein, dass ich das gemacht und dann komplett verdrängt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich darauf kommen werde, das zu machen. Und das, Seriös? Ja, Warst du nie in einem Whirlpool, was du kannt warst? doch, natürlich. Und du hast nicht gefunden, dass das so steck gut aufhält, wenn du dich auf Drüse setzt? Vielleicht, mir ist schon einfach keine Erinnerung daran. Ich schon ehrlich gesagt mal keine richtig Erinnerung an die Ewigkeit, wo ich als Erwachsenen masturbiert habe oder als Teenager, was auch immer. Schon keine wirklich Erinnerung dran. Nee, das ich weiß, dass ich einfach zwar irgendwann nicht nicht gemacht habe, aber Ja, also für mich war das okay, größer Moment, wo da eine Entscheidung war. Ich habe von anderen Leuten gelesen, bei denen es war, oh, ich probiere da, danke, für rauszufinden, was da ist, und das muss ich machen. Also bei mir war das auch nicht so, dass das mal so ein Moment gewesen für mich. Zumindest, weil ich aufs Kanto gefangen ja, wir anscheinend die haben nicht. geschafft. Wirklich. Nee, Hallo? schade, das ist ein Witz Du gemacht. hast dich verrodet. Ich hatte Witz damit. Okay, aber ja, bei den meisten scheint es ja anscheinend dann so aufzulaufen. Also ich ging nicht so in die Mecht mit das nicht, also zumindest für Älteren, ne, wenn hier kann er das irgendwann machen, muss er nicht denken, oh, merkt, man kann das mega versaut, das habe ich immer falsch gemacht. Also das schon etwas Normales, dass das gegen geschehen, als kann mir das nicht unnormal, weil das nicht geschieht. Also das kann beides sein. An den Alter, wo das aufhängen kann, noch recht, man 13 sind oder so. Okay. Also ja, man muss nicht schon keine Sorge machen, wenn eine 45 kann gesagt sich befriedigen. Ich weiß noch, dass ich damals so Popcorn und Yum gelesen habe, also so mit, keine Ahnung, 13, 14. Und da sind dann immer so Leute Methoden beschrieben gehen, für jetzt masturbieren. Und eigentlich so mega, die mich mega fasziniert hat, war so mit der Dusche. Okay. Also mit dem Duschstrahl. So. Und du statt dann hast du probiert, aber es hat ja nicht wirklich irgendwas gemacht dafür. Ah ja. Und ich habe den aufgehackt. Ich meine schon den nie gelesen. Das war ja ein von so den Haupttipps von der Popcorn. Ich meine, die jungen Kraut wissen noch nicht, was ein Popcorn ist. Ja, das ist so wie Bravo. Das ist ein Ja, meinst du, sie wissen, was Bravo wäre? ich weiß es nicht. Das ist so wie YouTube mehr an Zeitungsform. So Ja.
Ja, mir just das spezifisch durch die waren, die Sexualität gegangen sind. Ne? Ja, das war so, wo ein konnte früher schicken. Dr. Sommer. Ja, genau. Ja. Mir du durch seine Job Idee kommen, für Sachen zu machen, so Also. wie man nicht so angefallen wären. Ich meine, ich hätte mich an sich mal als 8-jähriges Kind irgendwo lesen, da sehen sich kennt wieder der Patsy reifen, eher ich darauf kommen wir. Also. Ja. Ich war vielleicht kein ganz kreativ, kann ich sagen. Ja, aber das muss ja nicht, also wieso schon, dass ich nicht, wenn er etwas will, was ich muss so mal machen. Nee, das schon nicht. Also ich habe nicht Gefühl, aufs Post zu. Ja. Ich habe nämlich auch viel Leute gelesen. Ich habe mir Recherche gemacht. Das da waren die gesagt, da probiere ich doch noch ein Jahr und dann gedacht, dann merkt man das falsch und dann jahrelang nicht mehr gemacht und bis dann so viel mehr spät, wo so wie man gedacht, merkt Anfang. Ja, genau so war es bei mir dann auch eben, Also, dem ja. mit der Dusche. Also ich schon weggeschmissen, dann sag ich mal, ja, sexuelle Gefühle haben und sexuell angetönt sind, für irgendeinen Pläsier daraus zu kriegen. So. Okay. Und dann hast du eigentlich froh, dass ich baste Plan gehen. Boah, ich habe eine Brille. Das wird vielleicht auch so was zu dienen. Das kann Du gehst nicht mengen, oder? Ich meine ich dann nicht, nee. Okay. Nee. Ja, plus habe ich schon eine Brille seit am 5. Schule sind, also das möchte ich doch Nee. sagen. Ja, das ist richtig. Okay, Nee. also können wir jetzt nur dumm eine Suche holen, die wird wahrscheinlich nicht blond dafür, jemand das macht. Was sind noch so Vorurteile? Ich finde zwischen Herren, ich weiß ja nicht, ob das zu Lützburg so gegangen ist, ich frage mich, ob das mehr etwas Amerikanisches ist, dass sie ein Haar unter Hand wurzeln, wenn es nicht so viel oft. Ich meine, das sehe ich dafür Männer. Das Band und Band ist der Handfleisch, da gibt ein hoher Wurzel und dann nur gegen jeder gesehen, er wusste, was du gemacht hast. Ja, nee, Das nicht schlauer. Mega peinlich. Weil also wir geht nicht, weil den nicht kann behandeln los. Ja, mir gehen noch zum Beispiel, das stimmt, mir gehen noch Leute, die meinen, dass sie vielleicht nur nicht mehr können erreicht gehen, seht ihr nicht so? Ja, erreicht, erreicht, ja. Wenn sie dann bis richtig Sex tun oder so, dass sie sich irgendwie quasi Aufgenutzt tun, ja. aufgenutzt tun. Aufgestumpft sind. Ja, war doch Blödsinn aus. Allerdings hat es auch zu scheren, dass in sich aber immer da konditioniert. Das heißt zum Beispiel, weil Männer immer probieren, ganz, ganz sehr zu kommen, für dass sie sehr fertig sind, dass das sie dann aber gibt, irgendwie durch konditionieren. Und da kann dann noch sehen, zum Beispiel, wenn du dann mit einem schläfst, dass du zu frei kannst oder so. Okay. Aber das ist dann einfach dadurch, dass du das untrainiert hast. Das tut dann von nicht immer zu den. Das heißt, du sollst so machst du bei wie noch viel Sex und ne? Hundischen zu scheren, ne? Ja, boah. Mir bei Frauen ist zum Beispiel mega nützlich, weil das so eine neue Idee ist, die kommt, dass eine Frau dadurch kann rausfinden, was ihr gefällt und überhaupt auch eine Anatomie ein bisschen kennenlernen, weil das ist ja auch etwas, was man als Frau nicht so Ja. machen wie Männer. Ja. Und ja, und wenn du dadurch als Frau rausfindest, was dir gut geht, Also als Person mit einer Vagina. ja. Dass du dann auch kannst, du nur einen Partner besser vermitteln. Mhm, ja, genau. Ja. Ja, das, ich fand das eine ziemlich erschreckend Vorstellung, weil Leute mit einer anderen Person Sex haben, eher sie überhaupt jemals sich selber angepackt und sich masturbiert tun, sich je Genitalien in irgendeiner Form ausprobiert tun oder was auch immer. Irgendwie geguckt, wie sich Sachen auffehlen und wie sie gerne angepackt gehen. Weil ja, kann ihn einfach nicht dann auch irgendeinem anderen Mensch kommunizieren. Yes. Und mir ist aber auch mega okay, für wenn du in einer Beziehung hast oder ein Sexualpartner hat, für trotzdem weiterhin zu masturbieren. Weil verschiedene Leute meinen noch, dass wir just etwas, was den darf machen, solange wie ihn kein Sex kann. Ja, so oder als so. Ersatz sozusagen. Ja. Ersatzlösung. Ja. Nee, wirklich nicht. Das ist eine ganz andere Form von sexueller Befriedigung. Das hat nämlich sogar am Anfang Nutzen für die Gesundheit. Konträr zu was generell gemeint ist. Oh, generell ja, aber bei ganz konservative Leuten, oder? Ja, mir verschiedene Sachen, wie das Prüd. das mischt, dass gibt zu sehr kommen oder so. Also dass sie aber schon noch bedanken, die in Haut nach kann hun als normalen Durchschnittsbierger. Ja, was ich lo echt da gedurcht hat, wie du das abbrüst hast, war, dass du gehst schwarze von Leute, die Porno gucken beim Masturbieren und die dann einfach drüber gewinnt sie nehmen von der Zucht von visuellem Stimulant sozusagen angetan können zu gehen und die dann einfach nicht mehr von ganz normalen Frauen oder Sexualpartnerinnen oder Situationen einfach können angetan sein, weil sie einfach
dro gewinnt sind so ganz spezifisch Sachen im Internet zu gesehen die auch jeweils ja weit weg sind von der Realität. Mir dat kann noch generelle Problem sehen, wann ein Lo zum Beispiel Fußfetisch hat. Und dann die ganzen Zeit darüber nur denkt, wann er masturbiert. Und dann mal deinen Partner zu suchen, dass den sich mega geniert für seine Face und nicht will, dass der Partner von nur dabei kennt. Da kann er auch Probleme kreieren. Also an der Hinsicht schon, mir das ist dann immer irgendwo am Zusammenhang mit etwas anderem mentalen, vielleicht nie unter Masturbation selber, dass die Probleme kreieren geht. Me du willst aber sie was die positive Aspekte so. Ja, weil wen hat das gedacht, dass es so steht gut für die Gesundheit da zu machen? Es relaxiert. Es relaxiert, ja. Es gehen Glücksgefühle, Glückshormone sogar ausgeschüttet. Yes. Das sehr gut kann helfen anzuschlafen. Yes. Und dann aber mega wichtig und mega interessant, dass bei Männern das hilft, präventiv gegen Prostatakrebs zu gehen. Also du hast es sogar da quasi wichtig bei Männern, dass masturbieren, was sie den Drang tun. Also natürlich nicht dauernd. Oh, ich sitze gerade im Flieger, ich habe gerade mega einen Drang tun. Ich muss... Nee, Leute, ich kriege Krebs von statt nicht mehr. Also so ist es natürlich nicht gemeint. Nee. Das ist nicht eine Excuse für alles. Respektiert andere Leute. Richtig. Aber ja, das ist schon extrem viel positiv Aspekte neben dem, dass es sich auch einfach gut fühlt. Yes. Voilà, und hilft bei Body Image auch Selbstbewusstsein noch. Also hilft sich selber auch mehr zu akzeptieren, als nicht eine Körperleber zu haben. Und was wir auch an einem anderen Podcast abgreifen, kann auch helfen bei Menstruationsbeschwerden. Also wenn ich einen Krampf oder so, kann es helfen, die Last zu gehen, oder nicht Last zu gehen, mit zu reduzieren, wenn ich masturbiert. Wahrscheinlich auch durch Relaxation und so. Das ist schwer, wahrscheinlich schon noch eine Stimmung zu kommen in dem Moment. Hängt davon ab, weil so verschiedene Leute kriegen Mail-Lust, ob Sex, was sie für Regen haben. Ja, wann funktioniert es? Soll ihn unbedingt machen. Ja, Mann. Boah, wie wir für schon nur gespart haben, gehen natürlich Unterschiede zwischen Masturbation bei Leuten mit einem Penis und Leuten mit einer Vagina, aufgesehen von den Wider, die es dafür gibt, als Masturbation bei Frauen tendenziell schon echt stigmatisiert. Das ist etwas, worüber Männer offen geschwärzt wird. Bei Männern ist das mehr so ein kann das schon mal abkommen, so an einem Kollegiegespräch. Echt da wie bei Frauen. Ja. Das ist einfach nicht mehr traurig. Das ist noch immer so. Hoffentlich kann also ein Podcast helfen, den Missstand zu beseitigen, weil alle Menschen hat den Rest zu machen und das ist nicht mehr falsch bei dem einen wie bei dem anderen oder mehr richtig. Und ja, das ist okay, mit seinen Kollegen darüber zu schwatzen. Das ist nicht, wofür sich schummeln sollte. Yes. Weil ich weiß auch von Leuten, also von Frauen ganz spezifisch, die das wirklich refusieren, das zu machen, die dann so, ja, wenn ich Bedürfnisse habe, dann gehe ich echt an einen kalten Dusch, wie dass ich mir Packe gebe. Aber für was, womit begründen Sie das? Ich weiß nicht, das ist einfach als dreckig so gesehen oder ja, nicht wie es eigentlich soll sein, dass die richtige Form von, die richtige Art und Weise, dass Sexualität als zu leben immer mit deinem Partner ist einfach. Aber ja, also das, wie man für drüber so sagt, verbessert doch dein Sexualleben mit dem Partner, wenn es selber schon mal ausgetestet ist. Auch noch einfach überhaupt zu akzeptieren, dass der Rest Europa auch ist für Plaisir zu empfangen und Dinge Fantasien ein bisschen rauszufahren und so weiter. Also das ist eine mega private Sache, wo ihn alles explorieren. Ja. Also sowohl mental wie physisch. Genau, ja. Für allem auch Fantasien. Also auch gerade für die soll den sich nicht schummeln, weil ja, kann ich nicht beeinflussen, wo war den angetan ist. Und das ist okay, beim Masturbieren und nicht etwas zu denken. War den vielleicht die Wahrheit nicht Welt an der Realität jemals erleben. Mir war einfach, ja, sich gut gefühlt von ihnen, einfach sich das vorstellt. Allerdings gibt es zwar auch im Moment, wo es nicht mehr gut wird zu masturbieren. Da das rar, mehr wenn ihr irgendwann an den Punkt käme, wo ihr so viel masturbiert, dass ihr irgendwie nicht mehr aus dem Haus geht oder nicht mehr in die Schule geht. Sozialkontakt davon nur lässt. Genau, ja. dann ist es definitiv so ein Problem, dass das schon eine Sucht ja. an. Oder wenn ihr sich selber irgendwie dadurch verletzt, wenn ihr nur so wundert oder irgendwelche Praktiken noch praktiziert, wodurch er sich selber verletzt, ja. Dann ist es wichtig, wie man denkt, zu schwatzen. Ja, spätestens von in der Klinik leid. Ja, spätestens dann. Ich meine, dann mit dem Schwab, ne? Beste nicht mehr für ja. Ja, du kannst Leute bestimmt Planning familial oder so kontaktieren, die halt von einem bestimmt weiter. Ja. Aber ja, es geht doch nicht irgendwie eine richtige Art und Weise zu machen. Also, du sollst auch einfach wirklich nur seinen Körper gucken. Das heißt, masturbieren heißt doch nicht nehmen, sich an seinem Genitalbereich irgendwie aufpacken. Aber das kann auch andere erogene Zonen zu stimulieren im Körper. Sie wird Brust oder
war doch immer sech gut ufehl, also das wirklich vu Mënsch zu Mënsch anecht, du soll den och experimentieren an ja solange en kegem andere Schuld an sech selber net kann natürlich eure Pläéier gin sech selber we du mir natürlich immer an einem gewissene Kader. Du musst ja Kiper lausch drin an hast du Statistik von wie viel Prozent hast du nur geguckt durch so wie viel Prozent von den Leuten machst du nee scheiß die mecht also, keine Illusionen die mecht Leute machst du ja me du hast einfach also einerseits mega wichtig zu wissen, dass de grofene Leid masturbieren der Tisch das nicht falsch, das nicht etwas, was ihr möchtet, wo die anderen nicht machen, wohin sich dafür schummen muss. Gleichzeitig ist es auch mega wichtig, uns zu erkennen, ob der andere Seite, dass es auch nach immer genug Leute gehen, die es nicht machen, weil sie nicht aus Gründen, weil sie meinen, sie dürften nicht mehr, weil es sie nicht interessiert, weil es ihnen nicht gut geht. Ja. Und das ist auch mega okay. Ja, und das okay. Muss ich noch akzeptieren. Also wenn in einem Gespräch hört man sagen, wenn man den anderen sieht, dass es mir nicht sieht, dann muss ich das auch als einer Person akzeptieren. Ja. Und gibt eben noch Leute, die sobald sie in einer Beziehung sind oder sobald sie Sex mit einer Person haben, regelmäßig einfach auch gar kein Bedürfnis mehr haben zu masturbieren. Das ist auch voll okay. Ja, ja. Das ist auch voll okay, an Gegenwart von seinem Sexualpartner oder Sexualpartnerin zu masturbieren. Das ist auch nicht bekannt. Also das ist definitiv nicht, weil den just ausschließlich machen, wenn ihn länger ist. Also einfach nur die eine Person mit der Chor. Ja, natürlich. Nee, das ist eine valable Sexualpraktik an Präsenz vom Sexualpartner zu masturbieren. Yes. Vorausgesagt, das ist verstanden. Danach interessanterweise es gibt mal lange Zeit gedurcht, dass scharf Essen und immens gewürzt Essen ich gebe dazu Uregen für Valenze masturbieren und da das also da werde ich viele Leute leider Lust Frühstück holen Kellogg's guffen nämlich auch vom Herr Kellogg, weil der besitzt wird einfach so langweilig schmacht, dass das sollte die Leute helfen, also die Lust auf Masturbation zu reduzieren. Das ist so enttäuschend. Das ist mega schlimm. Mir auch Graham Cracker, ich meine, das geht auch nicht so. Mir das ist auch so mega langweilige Kichelchen. Den auch doof ja von gut, für das Leute geben noch Pan zu masturbieren. Ja, gut geklappt. Ja, und denke, boah, mit das Solo nicht so, wie wenn ich Kellogg esse und dann denke, hallo, ich mag. Ja, boah, schon insgesamt manchmal noch nie einen Zusammenhang zwischen Essen und Baufleisch, aber schon mehr. Okay, mir interessanterweise, wie auch zu Weise, wie krass hat sich Schlüpfer anhört, also mehr akzeptiert, dass das auch Frauen das machen und dass sie dir für Pläsier dabei fanden und dass du Techniken gibt, die ihnen herausfordern kann, die lehren kann, was interessant ist und wichtig quasi für ihr selber. Schau dir sogar eine Internetseite, die heißt OMG-Yes, also oh my god, ja.com. Du musst ihn zwar bezahlen, du musst ihn sich abonnieren, aber du siehst Frauen, die einfach hier Techniken demonstrieren und erklären, wie was sie funktionieren und wie sie funktionieren. Das heißt, du Leute, die so nicht gegen der gerne masturbieren. Ich kriege nicht hin, dass es irgendwie klappt bei mir. Kann dann versehen, dass die richtige Technik noch nicht von tun. Und dann kann ich dann davon an, so gut Emma Watson als mega großen Fan davon an, hat schwarz davon, wenn er diesen so schon interviewen. Also ja, so. Stimmt. Aber das ist grafisch geil. Also das ist schon, also für mich... Hast du abonniert, oder? Nee, aber du kannst so... Previews gucken. Ja, genau. Sie weisen da dann nicht alt Video, aber du gehst dann den du dann probieren kannst oder so. Du siehst so gut, dann, da ist ein App oder so manchmal dabei und da kannst du probieren. Du hast dann ein virtuell Vulva, und die kannst du dann Bewegungen nur machen, für zu testen, ob es richtig ist oder nicht. Also das ist wirklich schon ziemlich speziell. Mehr. Also ich weiß auf jeden Fall, dass man mega Schritt nach 4 geht. Ist mega gut, dass das gut. Ja, bei Masturbation ist genauso wie bei Sex auch, es muss nicht immer notgedrungen zu einem Orgasmus feiern. Also da kann sich auch einfach so gut aufheben an dem Moment aus dem Ziel. Yes. Viel Spaß bei der Masturbation, oder haben nur Müttern oder dem Morgen oder während dem Frühstück, aber just wenn er länger ist. Oder wenn der Partner okay du machst. Oder wenn der Non-Partner okay du machst. Okay, und hallo, man masturbieren. Das ist nicht okay gerade. Du musst immer mal Spaß hören. Beim Masturbieren ist Klitoris ein wichtiges Organ. Aber du stellst dich natürlich froh, was ist ein Klitoris? Das Problem im Radio ist ja immer, dass ihr nichts gesagt. Aber ich probiere mein Bestes bei der Beschreibung. Ein gut froh. Gut gefroht.
Für die Frauen oder Klitoris zu beantworten, muss man ein bisschen mehr viel aufhängen. Nämlich bei der Vulva. Vulva bezeichnet das ganze Genital, beziehungsweise den bausesten Teil, den ihr seid. Also unter anderem die bausest an die bonnigsten Lipsen. Ihr kennt das wahrscheinlich aus dem Bios-Buch mit große und kleine Schamlippen. Aber weil Geschlechtsorgane nicht sind, für das der Scham muss hun, also so schummen muss, mehr etwas wird allgemein schuld, so eine Schläfer Vulva-Lipsen dazu. Und auch mit groß und kleinen Lipsen leiht Bios-Buch falsch, weil die bonnigsten Lipsen sind bei vielen Leuten mehr groß. Die bonnigsten Lipsen können sogar rausgucken. Das ist übrigens ganz normal, auch wenn sie nicht symmetrisch sind, allerdings auch jetzt eine andere Form oder Länge tun. Die Lipsen sind da für den Vaginalabgang und Vagina, das heißt den bonnigsten Teil von der Vulva, zu schützen. So viel zu den Vulva-Lipsen. Was sind die Nachteile von der Vulva, die ihr seid? Der Kitzler. Und da kommen wir der Fromino, was ein Klitoris ist. Die meisten Leute bezeichnen mit Kitzler Klitoris-Eschel. Also der kleine Wutz, den Urwellen bei der Vulva-Lipsen herausguckt. Den ist ganz empfindlich, weil da viele Nerven an den zusammenkommen. Über der Klitoris-Eschel ist ähnlich wie bei einem Penis so ein kleiner Vierhalt drüber. Auch der sieht bei Gilles ein bisschen anders aus. Mal ist sie mit klein, geht nicht mehr so rundherum Klitoris-Eschel, mal ist sie mit lang, sodass der Klitoris-Eschel bedeckt. Da wo ein bisschen so mal problematisch wird, ist, dass die meisten Leute meinen, dass Klitoris-Eschel die ganz Klitoris ist. Das ist aber nicht richtig. Klitoris ist ein Organ für sich. Das Geseide ist nicht ganz. Nimmen den ewigen Teil, den so wie kleine grob herausguckt, kann wie gesagt gesehen. Klitoris geht aber bannen dran und hat die Lipsen nach links und rechts weiter. Ein bisschen so wie ein umgedrehten V oder wie so zwei Beine. Dafür nennen den das auch Klitoris-Schenkel, so wie Schenkeln von zwei Beinen. Klitoris ist insgesamt 7 bis 13 cm groß. Holt euch mal ein Lineal, das ist mehr groß wie ihr meint. Auch die Klitoris-Schenkel, die unter der Lipse liegen, sind ganz empfindlich und es kann sich gut auffühlen, wenn ihr sie himmelt, weil hier 8000 Nerven an ihnen zusammenkommen. Zum Vergleich, der Penis wird dann immer 4000. Dafür ist es ein guter Tipp, nicht nur den Klitoris-Eschel zu stimulieren, sondern die ganze Vulva. Übrigens liegen die zwei Schenkel von der Klitoris auch rundherum den Vaginalabgang, also die Öffnung von der Vagina. Das heißt, das kleine Organ Klitoris ist auch dafür verantwortlich, dass sich Vaginalpenetration gut auffühlt. Aber das ist noch nicht alles. Und den zwei Schenkel von der Klitoris sind jeweils ein Schwellkörper drin, links und rechts. Die schwellen wenn ihr sexuell stimuliert wird, und machen, dass Klitoris noch mehr sensibel wird. Das kann ihr sogar von Bausen gesehen, da gehen die Bauses Lipsen mit Deck an durch Blut. Hei schwellt sogar heinz dort Klitoris-Eschel mit an. Ähnlich funktionieren auch andere Genitalien. Wenn eine Person sexuell stimuliert wird nämlich Blut an die Genitalien gepumpt und da schwillt zum Beispiel auch der Penis und wird steif. Zurück bei euch froh. Was ist ein Klitoris? Die kurze Antwort? Klitoris ist ein Organ, weil ihr nicht zum Teil gesagt und dazu ausgesagt wie ein umgedrehter V mit einer Klitoris-Eschel, die Urwen herausguckt. Es ist ein kleines Organ, das für den großen Teil von der Lust verantwortlich ist. Ein Grund, für was man so Haut vorstellen. Ein kleiner Tipp zum Schluss. Viele Leute, die eine Vulva haben, wissen nicht genau, wie die ausgesagt und wo ihr Klitoris sich genau befindet. An alle Vulva sieht ein bisschen anders aus und ist anders gebaut. Dafür kann es sich lohnen, einen kleinen Spiegel an den Grab zu holen und ein bisschen mehr genau zu gucken. Dir habt noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Da schreibt euch auf sex@ara.lu. Er Frohe gehen natürlich beantwortet, ohne dass wir ihn nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ihr findet mehr wie Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewinnten Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grande-Duchesse Charlotte. Den CESAS gibt alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.